Moin und herzlich willkommen. Wir sind froh, dass ihr dabei seid. Ihr lauscht auf den Podcast Bibel sieht wart. Nee, das Bibel sieht wat? Mann, das Bibel sagt was? Seid alle fertig, organisiert von der LBE-ASBL. Idiot recht. Was seht die Bibel, aber was seht sie nicht? Worüber möchte den sich Gedanken, aber worüber staunt den? Seid dabei, wenn wir durch und über die Bibel diskutieren. Halt dabei Sinn. Miriam? An den Timo. Und wir schwätzen Haut vom Jacques, Kapitel 13, also Kapitel 3, Versen 13 bis 19, bis 18. Das ist in aller Form. Ich wollte just euch Bescheid sagen, dass den Chiasmus aufhängt, weil mir hat ja den Hauptteil, der G, und dann gehen wir zurück auf den F, und den Teil ist eben den Jacques Kapitel 3, Versen 13 bis 18. Und der referenziert sich dann noch zurück auf auch den Jacques 2, Verse 14 bis 26. Die zwei stehen dann en parallel, wie von der Diskussion. Wir holen natürlich die heute Versen als Hauptdiskussion, wir werden uns auch des Öfteren auf die anderen Verse referenzieren, weil sie en parallel stehen. Ich lese dann wie immer aufhängig mit den ersten zwei Versen. Lesen ich und dann wird man den Rest durchdiskutieren, so wie es Lust fällt. Wen hat ihr als weis und intelligent? Der soll durch seine gute Behörde weisen, dass sein Doten mit weiser Dusheit gemacht gehen. Wenn die aber batter Jalousie a Rivalität an ihrem Herz hat, da bretzt dir nicht, weil so verlegen dir vorrecht. Wen hat ihr als weis und intelligent, fängt den Jacques an. Das ist schon quasi ein bisschen eine Beleidigung. Also gepickt, also dein rhetorisch froh, wat für ein froh also. Wie möchte das Ding rhetorisch vor die Picke soll, weil es der Wes von den Verse dafür, dass dann vertraut wahrscheinlich aus, wenn ich so, ja, das Sinn ist, da kriegst du 100 Euro. Ja, gebe ich auch so. Bon, Also, was intelligent? Ja, was du weißt, da sind die Menschen vielleicht aus in den Schwanzbeize. Ich habe den deren erst auch gebracht. Ups. Hier setzt halt den Kontrast zwischen Dusheit und Jalousie und was ist es? Rivalität. Rivalität. Was denkt ihr? Weil hier schwätzt ihr heute von den Doten, dass man dann noch die andere Seite dass den mehr ausführlich gelöscht wird an den Versen 14 bis 26 am Kapitel 2. Wir sehen hier, der soll durch sein gut Behörde weisen, dass sein Dote mit weiser Dusheit gemerkt ist. Weiser Dusheit. Und da setzen wirklich am Kontrast Jalousie und Rivalität. Da sieht man mal, wo existiert keine Jalousie und keine Rivalität. Und als Rivalität eine Geschlechtssache, eine gute Sache, Jalousie ist eine gute Sache, eine Geschlechtssache, aber das Dote machen an einer weiser Dusheit. Also wenn ich mit der letzten Frage fange, dann ist es weiser Dusheit, da hast du ja Kapitel 2 haben wir ja gesehen, dass du gesagt hat, eben, dass Sklaven sich dadurch weiß, dass ich zum Beispiel einem etwas zu essen gehen, den etwas zu essen brauche. Das heißt, dass ich wirklich dem anderen ehrlich entgegenkommen, aufrichtig an dem verteidigt, als Freund, als Mensch gesehen, an dem will helfen, und nicht nur weise und intelligent scheieren, halt mit meiner Zunge, da sind das meine Nerven gesagt, also es sind duserweise. Und dafür auf die zweite Frage für das muss kommen, eine Menge einfach zu gehen, wenn es sich Jalousie und Rivalität, bei Jalousie muss ich immer daran denken, dass
An der Lehre von Moses bezeichnet sich Gott auch selber als Jalos. An hier als gerecht Jalos, weil hier ist den einzigen Gott, aber wir als Menschen das ignorieren oder einer Leute den Platz wollen anholen, da geht hier Jalos. Wir bei uns ist natürlich bei uns Menschen, wenn ich Jalos sind, dann ist dann der Regel nicht, ob ein gerecht der Weise es geht just an der Lehre von Moses eng sagt, wo sterf Jalos sind, ob eine Person, das ich sie bestört, aber wenn meiner Frau will frei gehen, dann darf ich Jalos sein als Mann, das kann ich null lesen. Und der Lehre von Moses, mir so ist es ja immer Jalousie an einem gewissen Sinn bei uns mit Basic verbunden. Und das haben wir ja über als Zunge geschwärzt, wo wir von mir und Frau Kruten um Aderfeld Stunde können, mit dieser Zunge sinnvoll Sachen, die wir alle Menschen so, wo ich mal bei mir ja festgestellt dass das nicht der Fall ist. Und da gebe ich so bei der Jalousie, wenn du die Frau stellst, ich meine, es sind auch mal Jalous bei einer Leute. Was da richtig Jalousie? Wie passt du Jalos? Also, ich gebe so in einem letzteburgischen Kontext, wenn ich an Jalousie denke ich zum Beispiel an das Ganze, dass ich muss mit den Opern, mit den Kollegen mitteilen, dass ich jalous auf die letzte Vakanz, die Opern hatten, und dass ich entweder keinen Sohn oder keine Zeit dafür hat, oder dass ich jalous auf hier oder dort Renovationen im Haus oder ich weiß nicht was. So eben typische Sachen, die für Lützeburg sind. Mehr als das nicht Rivalität. Eine Rivalität ist, also wenn du ein Talent hast und ich schon ein Talent und wir hoffen mit dem Talent zum Beispiel Suen zu verdienen, da bist du ein Rival von mir. Weil der Chef von einer Firma, wo wir sonst zwei dann offerieren, der kennt ja so ein David, das besser wie ich. Das gibt es als Rivalität bezeichnet. Jalousie ist für mich, ich will das tun, was den anderen, am Deutschen gebe ich vielleicht so ein Neid. Ich will das tun, was den anderen hört. Und bei Rivalität geht sind da zwei, die. Das ist mein Kampf. Das ist mein Kampf. Also das wäre Okay, mehr an der Rivalität kannst du Jalousie. Ja, das Natürlich. ja. An der Rivalität ist Jalousie dran. Also wenn wir zwei ähnliche Kompetenzen in der Sache haben, sind ich jalous drauf, dass du dieselbe tust und dann gehen ich Rivale von Oder dem Moment, die in dem Projekt besser warst und dann die nächste warst du besser, Ja. dann hast du auch immer Jalousie. Wenn hier nicht vergleicht mit der Duse, das ist ja so, also Kapitel 2, Tag 2, an der anderen Seite vom Chiasmus, aus den Dingen, ich helfe einer Person, wenn es hier nicht gut geht. Wenn ich aber jalous bin, gesinn ich bei dem anderen, weil ich vielleicht meine, ja, mir scheint Haus, mir brauche aber trotzdem eine Hilfe in einem anderen Bereich, da sonst schnell helfen nicht, weil hier nicht der Toten. Oder wenn ich ihn als Rival gesehen, da werde ich mir schon gut nicht helfen. Aber vielleicht wäre es gut, vielleicht ein Beispiel aus der Ökonomie zu holen. Am Kapitalismus wird immer gesagt, zwei Konkurrenten, die dieselbe Kompetenzen haben, ist gut, für das man zu zwei, an dem man ob ein feiner, da weiß man nicht als Kompetition machen, dass man nicht weit kommen, wie wenn man alleine in der Weg wäre. Und Zwischenzeit haben die Leute auch etwas davon, weil Preise sind nicht durch. Genau. Und hier ist es so, dass ich den anderen, dem will ich nicht helfen, weil ich seine Kompetenz oder sei gut will ich nicht tun, weil ich meine, ich gebe etwas verlieren, verpassen, nicht am Hintergrund stehen. Methoden mit weiser Duset. Ich schon Namen das Wort Duset nicht verstanden. Also weißt Du sagst was ist Duset? Wenn den Chiasmus gebraucht, wofür gedurcht ist, dann gucken wir, also den heutigen am Hai aus der Chiasmus, den können wir auch erst abblenden. Da sehen wir, dass Vers 13 parallel steht zu den Verse 17 und 18. Das heißt, was am 17 steht, können wir mehr Informationen davon erwarten am 17 und am 18. 17 am 18 was? Kapitel 2? Nee, am Kapitel 3. Ah, okay. Das direkt intern, den interne Chiasmusreihe von 13 bis 18. Okay. Wenn wir den 13 lesen ich, wen einer erst als weiß und intelligent. Der soll durch sein gut Behörde weisen, dass sein Doten mit weiser Duset gemacht gehen. Da lesen ich die 17 und den 18, die parallel stehen. Mit Weisheit, die von oben kommt,
ass fir d'éich mal reng, der friedlech, gutmiddesch, kulant, voller Baben a gute Frichten, onparteiisch an net scheinhellech. Déi die Friede stiften, seien am Frieden, an der Sohn vun der Gerechtigkeit gëtt gesäit. Da das weißt du seht. Und das wäre auch gut zu dem Jalousie und Rivalität. Also wenn Beispiel den David mein Rivale ist, da werde ich nicht friedlich mit dem umgehen, da werde ich nicht gutmütig mit dem umgehen, da sind schon nicht kulant, wenn etwas falsch ist, mir dann denke ich, so da kann ich picken. Dann habe ich ganz sicher nicht voller Erbarmen, ich bin noch nicht unparteiisch und es ist eigentlich scheinheilig, weil ich werde Sachen so benutzen, dass ich am Schluss gut rauskomme. Also Das ist ein Invers. das ist ein Invers. Ja, definitiv. Nicht scheinhellig sind, ja. Ja. Also, das ist. Mais, was ich nicht verstehen ist, wenn da seht, nämlich Jalousie und Rivalität bestehen, da wird dann durch einen, aber ist dort verschiedener Zucht, okay, da kommen auch dort raus. Das ist am Vers 16, Ja. just für die Leute. Wenn ich aber vier drin gehe, nachdem man da gesagt hat, wenn dir aber batter Jalousie und Rivalität an ihrem Herz hat, da brennt ihr nicht, weil so verlegen dir vorrecht, da können wir noch drüber gehen. Wir heißen, das Weisheit als nicht die, und lofonisch ist, wie, als Jalousie und Rivalität, als er doch eine bestimmte Weisheit. Weil ihr seht dann, das Weisheit als nicht die von oben rauf könnt, mir sie als irdisch, sinnlich und dämonisch. Also in der dämonischer Zeit am Judentum wusste verschiedene Strömungen, wo die Juden sich mehr heisch gefühlt haben wie andere Gruppen Menschen in ihrem Umfeld. Und die an Jesus glauben, die Juden, die bestehen auch an der Gefahr, Besserwisser zu gehen. Aber wenn ich heute zu der Stadt gucke, dass das ja auch, dafür muss man nicht in der Gläubischer NRW sehen, an der Lützeburger Kultur kann ich zum Beispiel auch sehen, dass sie von den Älteren geleiert kriegt, hey, halte ich nicht mit den Leuten auf, weil das nicht gut für als Bild. Das wird das mit Rivalität der Jalousie zu tun, wenn es das nicht muss, da wärst du an den Ahn von der Doe-Familie oder von dem Doe-Gruppe von Leuten besser stehen und da kommen wir mal weit. Das heißt, geht wie ein Weisheit verkauft, das beholen. Und ich, an der Dämonenzeit, eher am jüdischen Kontext, an dieser Lützeburger Kultur, mengen dass der nicht so ganz weit. Das heißt, Ich meine, das ganz nur. er möchte ein Spiel, also ein Held, das wird Weisheit, trotz dass natürlich dann noch relativ deutlich ist, dass ein Hirn das nicht als eine Weisheit gesagt mit geht als Weisheit von den Menschen verkauft. Und wenn das dann quasi eng Base-Weisheit, kann man wohl so ausdrücken, wenn du das richtig guckst, sehen sie als irdisch, sinnlich und dämonisch. Die drei Terminologien zusammen, wie können wir das verstehen? Weil irdisch, das ist auf dieser Welt, sinnlich, was ist sinnlich? Basiert sich auf Zinner. Das ist alles, was den griechisch machen, Tasten, was Okay. sind noch die anderen Sinne, ja, gesehen. Das heißt, alles, was ich kann an meiner Welt ergreifen und holen. An dämonisch. Ja, Was ist das denn Deal? hier möchte eine Abstufung, das heißt irdisch ist, das ist eigentlich noch ein neutraler Begriff, das ist einfach von dieser Ein Teil von Welt. dieser Welt. Welt. Also sinnlich, es basiert sich auf Emotionen, auf Gefühle, also das ist auch noch so halb fein. So mal Ja. so, ja, an dämonisch, das ist ein strenges Urteil, was ihr seht, weil wir sind den dämonisch schon in Jacques 2, Vers 19 auch beginnt. Das ist ja beim Chiasmus auch mal dran, da steht, du glaubst, dass den einzigen, dass es ein einziger Gott gibt, gut, so auch Dämonen leben nicht an Zittern. So, wer sind die Dämonen? Da muss ich ein bisschen vielleicht zu den Hintergrund erklären, was an der Bibel über alles beschrieben wird, was eine Welt ist, die man nicht gesehen. Also wir an der Bibel gehen Engel beschrieben, gehen Geister beschrieben, gehen Dämonen beschrieben. Und Engel sind als normalerweise Begriff, das sind die
an der unsichtbare Welt wie Gott an erwe sinn, da gëtt den hellege Geest dat wär gute Geest, da gëtt einer Geest die sind negativ, aber Dämonen ass normalerweise Begriff fir die schlecht Geester an der Regel, die den Deivel als hireieren Chef hunn. An an Jacques 2:19 huet ja gesot, die wësse so gut, dats et Gott gëtt fir wat, weil se an der unsichtbare Welt sie gesi Gott an sie wësse wat here Chef den Deivel gemat huet, nämlich sech gegen Gott opgelenkt. Für déi ass net schwéier dat ze glewen. méi hier Handeln ass trotz dat se Gott gesinn as Base sie probéieren Mënschen ze verfeieren, as sie wëlle Gott net nolauschen. A wat den heier zu Mcher se ganz Base Kritik seet leif Nolausstra an diesem Fall sind ja Juden, die hier Alttestament ganz sicher kann, am mittlerweile schon in de Jesus leben. Ihr seht, Jungen, dir kennt Bibel an die beholt schwé Dämonen. Das heißt, ihr wisst, wer Gott das an die sieht jaloser an Materialität wie also das, wir sind das ja schon gewinnt am Jagen, also immer ein bisschen direkt, aber hier sind muss total jüdisch. Und das ist nicht politisch korrekt, das ist einfach direkt. Ja, also was mir auch an den Sinn kommt, ist, wie es über die 3 Geschwante ist das auch irdisch, sinnlich und dämonisch, das schließt alles an. Das schließt das physisch, das nicht physisch, alles aus dem Begriff. Ja. Das ist so wirklich ganz breit gefächert und so, okay. Wenn ihr seht, die 3 Sachen sind nicht gut, naja dann. Also ich meine, dass ihr halt muss aufpassen, dass ihr nicht bei geht den engem Jalous aus, du bist dämonisch. Ich meine, dass ein Halb wie mir nur seht, alles ausschließt. Der Tisch kann heinst du einfach mal ganz menschlich sehen. Mein Opa hört etwas, was ich gerne will, also sind ich Jalous. Aber ab dem Moment, wo ich dem anderen auf baseartig Weise etwas ausstöpsen und dabei auch noch soll mal gefallen haben, also das Flott von dem anderen Weg zu tun, da fange ich an, mich wie ein Dämon zu beholen, weil ich weiß, dass das falsch ist. Und ich mache dem anderen böse Sachen. Ja, ich meine, was doch wichtig ist, wir schwatzen über Jalousie und Rivalität. Und das sind auch die 2 Wörter, die am Chiasmus von diesem Text wiederholt gehen, am Vers 14 und am Vers 16. Aber was am Vers 14 wichtig ist, ist ein Adjektiv, der für drauf steht. Und zwar Butter. Das Butter-Jalousie und Rivalität. Das heißt, das nicht nehmen so die ja, wie gesagt, der Opa hat ein neues Auto und schon eine cool und es wäre schön, wenn er auch so einen hat. Aber die Butter-Jalousie ist wirklich etwas, was tief sitzt. Und da ist noch dann effektiv mehr dabei, als du zu handeln. Weil ich meine, gut Rivalität. Ich meine nicht, dass nicht mehr schlecht Rivalität nicht mehr etwas Schlechtes ist. Ich meine nicht, dass das der Fall ist. Auch Jalousie kann eine positive Sache sein. Ich meine nicht, dass Jalousie immer eine negative Sache ist. Das wie darauf reagiert. Ja, das wie gesagt, du hast Tippen, du schwatzt mit der Frau, die sich schon jaloux, die eine Frau weg und sie verstoppen sie quasi. Ja? Weil die Frau kommt mal nicht mit dem einem anderen, den eine Freund ist, für schwatze quasi. Das ist eine ungesunde Jalousie. Definitiv. Aber schmengen eng gesund Jalousie kann ja auch positiv ausgedrückt gehen. Ich meine, wenn mir am seht, das wird Butter, der Kontext vom Brief vom Jacques ja hier schreibt, du Leute, die in Jesus leben, an sich auf verschiedene Gemeinschaften, du werden wir Kapitel 1 ganz am Anfang gesehen hatten, an der Diaspora treffen, an ihre verschiedenen Gruppen. Und da sind ja Beziehungen zwischen den verschiedenen Gläubischen. Aber was hier wahrscheinlich halt beschreibt, ist, dass zwischen den gläubischen Juden verschiedene Beziehungen futtigegangen sind, aus welchen Gründen auch immer. Und da könnt Bitterheit dran, und da könnt Jalousie und Rivalität. Und wenn da sagen wir ein Kapitel Jean abschluen, Kapitel 17, Das seid Kapitel 194. ja. Oder 195. Genau, seit 195 von Stuttverser, der Vers 21 lesen, da das Gebet von Jesus durchsteht, es spürten,
dass sie all eins sind, so weißt du, Pap an mir bist und ich an dir. Es spielt, dass sie auch an uns eins sind, für das Welt gelebt, dass du mich geschickt hast. Der Jesus und sein Pap, die sind eine perfekte Einheit, die kein Streit man nehmen, die keine Jalousie, keine Rivalität man nehmen. Und der Jesus sagt heute, dass die gläubig Leute, also auch die hier im Jacques, für die ich ugeschrieben habe, sollen durch hier zusammen schaffen, durch hier, weißt du, sagt man den sollen ein gutes Bild sein für die anderen drin. Scheinbar gibt es hier eine Beziehung Batterheit und sagen wir mal, wenn wir Christen von Haut gucken oder als Kirche vielleicht, wo wir hingehen, als selber, als Erfahrung mit manchen Leuten, wissen wir, dass auch eine Eisenbeziehung mit Christen mal heinst du schlechte Momente dran sind, Rivalität der Jalousie abkönnt auf irgendwann eng Batter Jalousie und Rivalität. Und da meint das hier, dass hier da seht, da bretzt du nicht, weil an dem Moment verlegen das wirklich, also an dem Moment mal das, was der Jesus der Jean gesagt hat, was den Auftrag aus einer Ahnung von der gläubischen Leute, dem hat er gerade komplett futti. Und ich meine, das sehen wir ja an der Geschichte von der Kirchen, das war Christen, also schon der Begriff Christen für Haut, mir auch damals, wenn die gläubig mit denen so streiten, ja, dann da so ein Leid, was soll ich dann noch mit der Bibel mich auseinandersetzen. Also das ist eine Warnung, manchmal für dich und für gläubige Leute, was da steht. Ja, den Paul schwatzt das ja auch in Korintherin, wo hin sieht, dass sie nicht sollen einen den anderen auf Griech hören. Das ist ein ähnliches Prinzip. Bon, Butter. Beschreib mal ein bisschen. Was ist Butter? In diesem Kontext. Das nicht, weil irgendetwas Butter ist, wenn es dabei ist. Obwohl, das gibt schon das Bild darüber. Wenn ein Mensch Butter ist. Eine Person ist dann notdrohend. Sie will einem schlecht. Ich meine, Butter heißt, dass irgendwo in der Beziehung als etwas geschieht. Und die Person, die Butter gibt, hat das entweder als schlecht empfunden oder es war auch wirklich schlecht, beides kann wohl sein. Also es kann wirklich ein Base tot gewesen sein oder hier nur das Base tot gemengt. Und da gibt nicht drüber geschwärzt. Und ab dem Moment fängt dein Herz an, das als Fakt zu holen und dann da soll man mal aus dem Teufel umschaffen können. Also Das für ist ein bisschen wie Fermentieren. Du hörst etwas anderes, was du einem anderen notdrehst. Was auch immer, ob es prächtig ist oder nicht. Also notdrehen ist nie prächtig, wo du verletzt, scheinbar verletzt gewesen oder wirklich verletzt. Und das ist wie der Prozess vom Fermentieren. Es schafft anders, es gärt anders. Und irgendwann explodiert es. Und beim Fermentieren oder am richtigen, irgendwann explodiert es. Aber ich gebe so an Termen von der Menschlichkeit, könnte es am Butteren raus. An Butter sind hat viel dummer zu dem, dass du der negative Sache festhältst und der anderen Person nicht verzeihst. Und du hältst die Sache immer mehr gegen die Person. Die Sache geht immer mehr groß, die Sache geht, die kann auch ein kleine Sache gewesen sein. Und dann geht die Sache so groß, weil du so an der Sache festhältst und nicht loslässt, dass du dann eine butte Person bist. Eine butte Person bringt absolut kein du willst sowieso nicht neben so einer Person sein, weil die aus Kreislauf, die sind absolut, du hast kein Frieden dran. Die können just über das Thema schwätzen, das ist nicht anders, und sonst so ein, ist die Butter indirekt, kriegst du das mit, dass die Person Butter ist. Mir tut viel davon zu tun, dass du hast etwas, wo du festhältst und du willst es loslassen. Und heute ist ein bisschen so Butter von Jalousie und Rivalität. Das heißt, sie halten die Sache fest und sie lassen nicht los. Und ich meine, was man beschreiben ist, wenn mir etwas falsch angedeutet, dann ist das ein Konflikt mit der anderen Person und die hat das gemacht. Also egal, ob sie das wirklich so gemeint hat, mir habe so gedacht, was ich als schlecht empfangen. Und es gibt so Konfliktkuren, wo das dann erklärt man einen glitschigen Hügel und da ist die Reaktion hängt da aber von mir auf. Also der andere ist ja da. Und es gibt die Version am Vers 17, dass ich für dich mich, also das Interessante, Vers 17 beschreibt alle Sachen, die ich
als den der verletzt gouf, de kein Pathologien kennt als Alternativ machen. Also den Schule David net das Map Space gemacht ist mir du mal fiktiv App Spaces gemacht, da kann ich mich entschäden trotzdem für mein Herz probieren dir friedlich gegenüber zu kommen. Ich kann mich entschäden gutmütig mal zu säkulant zu sind, nicht einfach zu vergessen, voller Barmen, unparteiisch und so weiter. Oder ich entschäde mich für so ein anderes Wort für den Hass. Also es gibt ja heute die Leute, die ganz schrecklich Sachen erlebt tun, wo andere Leute sich Space schuldig sie gemacht, dann entwickeln sie ein Hass auf den anderen. Und so eine biblisch Antwort darüber ist aber eigentlich jetzt Schuld von dem Mann, die göttet. Und das wird Gott auch riechen oder zum Denen natürlich auch menschlich geriecht, je nachdem, wer das verstraft wird. Mit dem Hass oder das Bitterheit, das ist meine eigene Decision, dass ich die Wurzel lassen an den Jacques, das heißt eine Idee, holt Weisheit von oben, also von Gott und denkt darüber nach, dass du nicht den Hass, die Bitterheit an der Wurzel lässt, mehr. Bon, Ja, ihr seht ja auch, was das Resultat von Jalousie und Rivalität ist. Von dem bestehen, du gehst de Janeen, aber ist tot von jeder Zucht. Für was? Weil Miriam das gut beschrieben hat, wenn es du Jalousie ist und das ist eine Butter-Jalousie, dann willst du einem anderen wehtun, so viel wie möglich. Und du wirst nicht abhalten, bis du siehst, du bist nicht zufriedengestellt. Aber wie bist du zufriedengestellt? Nie. Du kriegst nie genug, dem anderen weh zu tun. Weil du willst kontinuierlich weh tun, weil du siehst, die nicht mehr so weh getan, ich kann dem nicht genug weh tun, weil die Schuld geht nicht ausgeglichen. Das ist ein bisschen so, wie ich das verstehe. Aber wir dürfen noch nicht vergessen, dass man im Kontext, wenn wir dann den Chiasmus gucken, im Kontext wird auch gesagt, Doten ohne Glauben, Glauben ohne Doten, das geht nicht. Glauben und Doten gehen Hand an Hand. Das heißt, du kannst nicht etwas machen als so oder nicht machen als so nicht leben, oder du möchtest sagen, aus der bitterer Rivalität, und du siehst, ich mache das durch mein Glauben. Und das klappt nicht, weil ihr seht, das ist nicht göttlich. Das kommt nicht von oben, das heißt, das kommt nicht von Gott. Das ist nicht, was Gott will. Und ein bisschen so verstehe ich das, dass wenn wir dann in den Kontext setzen, wenn ein Tote schon definiert hat, dass Toten am Glauben müssen geschehen, und Tote sind ein Ausdruck von dem Glauben. Und der Glaube braucht Tote, für zu weisen, dass du lebst. Du kannst die zwei nicht trennen. Das heißt, wenn hinten seht, du musst Tote mit weißer du seht, so wie Miriam gesagt hat, dann müssen die Toten alle Guten an engem Rängen, friedlichen, gutmütlichen, kulanten, vollen Erbarmen, a guten Frieden, an unparteiischen Approche. Ich meine, also, was Jacques am parallele Chiasmus am Kapitel 2 gemacht hat, von Verse 14 bis 26, hat wie du gesagt hast, gewiesen, dass der Glauben durch Tote gewiesen wird. Kann ein weißt du so nicht die zwei Sachen trennen. Und kann man irgendwie viel, wie wenn nur an dem heutigen Text im Kapitel 3, wie wenn man so dir mengt mit ihrer batterer Jalousie, Rivalität, Weisheit zu haben. Mir so ist nicht Weisheit. So wie Pedro gesagt hat, dir mengt Glauben zu haben, mir die hat kein Toten. So sieht ein Hai, dir mengt Weisheit zu haben, mir die richtige Weisheit, die können für Gott an die weiß sich dann an ihrem Behörden. Es gibt ein Bild, das durch ein Lokomotiv und zwei Waggon. Das Lokomotiv aus der Bibel, da könnt als erste Waggon den Handlungen, den Glauben, und als zweite Waggon den Emotionen. Und auch wir Christen können heinst du auf die Fehler fallen, dass meine Emotionen und sich probieren, den nächsten Waggon an das Lokomotiv zu ziehen. Aber meine Lebenserfahrung oder mein Umfeld, meine Lützeburger Kultur zum Beispiel, oder sogar an meiner christlichen Gemeinschaft Kultur ist, dann ist die falsche Familie oder die war schon immer bei uns, dann machen meine Emotionen den zweiten Waggon, dass ich mengen, ist die Weise, man ich mich davon auf Firmen haben.
an de Jager so wie wann seht net Lokomotiv Gottes Wut seht dann nees mir als Glewescher der vun netger los Rivalitéit oder verbattert sinn, dann für dat wat du dummer as falsch. Hallo echte Wagen du hältst op der mat an Gefehler, dass du dat gut findst, dat lo ze ändern, dat werd noch komme. Ich menge wenn man natürlich muss ehrlich dazu suchen, ich weiß nicht, weiß von oben, dat du das net Programm, dem man ohne Gott fertig Ja, bringen, weil sonst geht es, Das wäre jetzt einfach. also das ist ein Kampf, der du beschrieben wird. Und ich meine, denke, ihr setzt lo, ihr gebraucht nur Weisheit, und ihr seht quasi Weisheit weist da, welche Toten an der Glauben umsetzt. Und die Topaten, die wird dann nur nicht mengen, dass die irdisch sinnlich, dämonisch Approche zum Leben, dass das Weisheit ist. Das ist vielleicht eine Weisheit, mit die Weisheit, die bringt Zerstörung durch einen. Also das heißt, bringt nichts zusammen, bringt alles auseinander. Mit die Weisheit, die Gott sieht, das ist das Resultat, die Frieden stiften. Das ist die Weisheit, die Gott sieht bei den Menschen. Sehen am Frieden, an der Sohn von der Gerechtigkeit Gott gesagt. An ein Kehr. Der Sohn von der Gerechtigkeit. Was wird man denn ausdrücken? Dass der Frieden, dass quasi Frieden als ein Pflanz und der Sohn von der Pflanz als Gerechtigkeit. Was drin Gerechtigkeit? Gottes Gerechtigkeit, wenn ich als Lebensziel hun oder versichern mit Gottes Hilfe als Lebensziel hun mit meinen Mitmenschen nach Frieden zu leben, da wird das automatisch dazu bringen, dass ich probiere, in meinem Leben gerecht gegenüber den anderen Leuten mich zu verhalten. Aber wenn ich Bitterheit, Rivalität als Ziel habe, da könnte automatisch Ungerechtigkeit. Aber das wäre so mein Bild, wie ein Gift beschreiben. Das heißt, meine Ausstellung muss Friede sein. Ich will das, wie das gesagt, stiften. Du hast das ja noch nicht realisiert. Ich will es stiften, ich will es sehen. Und das ist ein ganz wie so, eine ganz starke Aktivität, dass du noch strebst, dass du noch kämpfst. Das ist ja das Wort, stiften. Und da könnte aber automatisch Gerechtigkeit ab. Also, wenn ich Frieden will, dann lebt du mal der Hand an Hand, dass du aus der Gerechtigkeit wiest. Aber wenn ich Frieden nicht will, wenn das nicht mein Ziel ist, da könnte Ungerechtigkeit durch den raus. Ja. Aber ja, hat noch etwas dabei zu fügen, weil da gebe ich es hier los. Ich meine, das ist ein Schluss, wie ihr seht, die letzten 2 Versen. Mit Weisheit, die von Uwe könnt, als für dich immer rein, da friedlich, gutmütig, kulant, voller Erbarmen, a gute Friechten, unparteiisch und nicht scheinheilig. Die Friede stiften, sehen am Frieden, an der Sohn von der Gerechtigkeit Gott gesagt. Danke. Der Sohn von der Gerechtigkeit Gott gesagt. Von Gerechtigkeit gesagt Gott, war das dann du gesagt gehen? Weisheit. Als Gerechtigkeit Weisheit. Ich weiß, dass das der Friede sehen und da kommt der Sohn von der Gerechtigkeit raus. So wie ich Gerechtigkeit verstehen, als dass war Gerechtigkeit gesagt wird für mich, so wie ich das verstehen oder im Kontext, dass es immer zu denen hört, dass es Leute Gott sei Wort akzeptieren, seriös holen und durch ein Leben ergehen. Weil das Gerechtigkeit. Weil du kannst nicht von dir aus Gerechtigkeit leben. Weil kein Mensch weiß, was gerecht ist, wenn die Bibel nicht abmischt. Wir schwätzen von fair behandelt gehen, aber das ist nicht die Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Mhm. Ja. So verstehe ich das.
Super. Die nächste Keier wird man dann de Jacques Kapitel 4 Versen 1 bis 10 machen, a wann du interessiert seid, dann die wollt du schon ein bisschen verlesen, könnt ihr den Chiasmus, den parallel dann dazu lebt, das ist den Kapitel 2 Versen 1 bis 13 gucken. Wir probieren die zwei zu vergleichen und probieren so den Kontext und was der Jacques sieht, besser zu verstehen. Das war es dafür heute. Abonniert gerne den Podcast Bibel seht wat, organisiert von der LBE-ASBL. Für alle Fragen und Feedback schreibt das gerne über info@lbe.lu an. Merci, dass ihr noch gelauscht habt. Adi, bis nächstes Jahr.